Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Witcher 3. Mein Name ist Geralt und wir stehen hier inmitten von lauter attraktiven jungen Damen. Ja, ich habe gestern zwar gesagt, heute fällt's aus. Allerdings hat das, wo ich heute vorgehabt habe, ist schnell, jetzt mal, ist schneller gegangen, als ich gemeint hätte. Deswegen kann ich... Ganz ruhig. Habe ich heute noch Zeit für den Stream gefunden und deswegen da ich sagen, starten wir doch gleich. Priscilla, mit der können wir reden. Reden wir doch schnell. Hexer! Hexer! Was weißt du das heute nicht, ey? Schade. Ganz ruhig. Also, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo der Ritterspann ist. Ja, warte mal, wer bist du? Rüpel. Ach, mit dem kann ich auch reden. Wie geht's, Dudu? Mittelprächtig. Früher hätte ich vielleicht wunderbar gesagt, aber ich kann nicht klagen. Ich bin noch in einem Stück und nicht auf dem Scheiterhaufen. Würdest du nicht lieber verschwinden? Wie ist es denn so kalte Menge zu sein? Du warst doch wohlhabend, was ist passiert? Ja, ich darf mal sagen, machen wir alles durch. Hast du nie überlegt zu gehen und Novigrad zu vergessen? Wieso? Um vom Regen in die Traufe zu kommen? Hier ist der Krieg noch nicht angekommen. Der Hunger steht noch nicht vor der Tür. Auch wenn die Zukunft nicht rosig ist. Aber du musst doch kein Mensch sein. Warum probierst du nicht was anderes aus? Ich habe im Laufe der Jahre schon viele Formen angenommen. Doch das Leben als Mensch ist trotz allem am interessantesten. Immerhin regiert ihr Menschen die Welt. Ich muss sagen, dein Menge ist eine tolle Nummer. Erinnere mich nicht dran. Ich bin reichlich angeekelt. Komm schon. Er war doch nicht so schlimm. Du verstehst nichts. Ein Doppler nimmt mehr an als nur das Erscheinungsbild. Ich weiß jetzt, was dem Halunken im Kopf herumspukte. Als ich er wurde, verging keine Stunde und ich verspürte den Drang einer Zauberin, die Finger zu brechen. Nach 2 Stunden wollte ich jemanden pfählen. Und dann packte mich eine paranoide Angst vor einer Dopplerverschwörung. Interessant. Dudu, sag mal, der Halbling Bieberfeld ist von einem wohlhabenden Kaufmann zu einem armen Schlucker geworden. Wie? Willst du die lange oder die kurze Version? Die kurze, bitte. Der Krieg. Ich dachte, Kaufleute profitieren vom Krieg. Manche schon, aber ich habe eine schlimme Schwäche. Ich bin ehrlich. Ich konnte aus dem Leid anderer keinen Profit schlagen. Ich habe Steuern gezahlt, ich habe die Bücher nicht frisiert. Dann sank ein Schiff beladen mit meinen Gütern. Irgendwie habe ich das überstanden, aber ein zweites fiel Plünderern aus Skellige zum Opfer und damit war ich pleite. Als die Inflation kam und die Zinsraten stiegen, war ich am Ende. Aha. Interessant, okay. Fette. Pass auf dich auf, Dudu. Oh, diese Frömmler sind nicht schlau genug, um mich zu enttarnen. Ja gut, wir müssen immer noch einen Ich würde dir Ritterspann. einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. Aber na dann, du verstehst? Bist du nicht zu alt zum Rumholen? Wir müssen einen Ritterspann suchen. In der letzten Folge. Finde Rittersporn. Eigentlich will ich den Deppen gar nicht suchen, aber naja, die Story verlangt es von uns, also machen wir es halt. Mir reicht's mit dem Mulde. Ärger? Benimm dich, Hexer. Oh, lass uns am Leben. Polly, alles in Ordnung? Mein Gott, was macht er denn jetzt schon wieder? Weißt doch, dass ich Tänzerin bin. Ich dachte, du redest nur. Tänze, typische Traufenstadt, ja. Mein Gott, was tut er denn jetzt Was wieder? ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen.
Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Das frage ich mich auch immer. Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte, müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Suchen wir den Zweitschlüssel. Woher weißt du von diesem Zweitschlüssel? Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat, Hast du sie oft besucht? habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Dann suchen wir heute den Schlüssel Gut, suchen wir den Schlüssel. mit den Hexersinnen. Was gefunden? Jetzt warte halt einmal. Nicht hier. Ah, der Schlüssel. Also. Ja, komm, wir haben einen Schlüssel. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich den Typen verkloppen. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie vor alten Hintern schwingt! Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Lass Ritterspann ausreden, sonst spalte ich dir den Schädel. Wenn du unbedingt prügeln willst, kann ich dir helfen. Machen wir das. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass Ritterspann ausreden. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum was? geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst Geld? Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall schätze ich... Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Okay, also wir haben nicht verprügeln Ich geh müssen. schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Das hast du gut gemacht. Hättest du es mir überlassen, wären wir schnell. Machen wir das. Hättest du die Sache mir überlassen, hätten wir uns das ganze Gequatsche sparen können. Was denn? Damit du ihn vertrimmen kannst? Und wie hätte Polly das finden sollen? Beeindruckend? Was, wenn er dich vertrimmt hätte? Das glaube ich Hätte er nicht. nicht. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt.
Aber Rubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Wer ist Rautleck? Ja, das war mir interessant. Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck, berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Ich hol die Plakate, geht uns zurück zum Rosmarin. Ich will die scheiß Plakate jetzt nicht holen. Bin doch kein Dienstbote, nicht sie fix. Ja, aber ich hab keine Wahl nicht. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, Nein. ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Stufe 20, schön. Ärger? Entschuldigung. Hilfe, rette mich. Ja, bist du sprinten? Ist ja sportlich. Lass mich raten, für den Typen müssen wir jetzt auch irgendwas machen. Ja, nein. Es war so klar, dass wir jetzt die Plakate nicht einfach so kriegen. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich kann nicht zulassen, dass ihr ihn beklaut. Ich will nur ein paar Plakate. Ich kann nicht zulassen, dass ihr ihn beklaut. Ihr werdet ihn nicht ausrauben. Komisch. Ich kann mich nicht entsinnen, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Auf ihn, Fred. Ja. Ich hab 2 Schwerter dabei, aber bekämpft die mit meinen Fäuste. Bei Stufe 11. Ihr seid ja putzig. Aua. Na komm schon. Nicht gut. Easy. Sag mir, was du willst. Verdammt. Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer. Auf dem Anwesen der Wegelbut. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Es war so klar, dass wir jetzt die Plakate nicht so einfach kriegen. Hey! Langsamer. Also reitet, lauft oder kriecht, so schnell wie möglich zum Anwesen der Wegelbut. Also momentan reite ich. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Pontos habe. Als Verkleidungskünstler verdienst du sicher mehr als durch deine Hexerei. Eine Frechheit. Der reitet uns den halben Tag auf. Mir verbaut das Obst auf dem Wagen. Dann würde er Monster töten. Belohnungen ausstreichen.
Meine Fresse, du! Ah! Wird wohl regnen. Heya! Ich komme hier nicht mehr raus! Mei, jetzt packt ihr die Pist, du! Ah! Jeden Tag Leck mir doch am Arsch, dann geh ich jetzt was. In der Hölle von Hallo, guter Mann. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen könntest? Oh, du hast der Quest. Sprich! Was willst du? Ich bin Mux. Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe. In einer ernsten Sache. Was soll ich machen? Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Das kostet aber. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Das machen wir, aber nicht jetzt. Das könnte die letzte Chance sein. Wenn das nicht klappt, weiß ich nicht weiter. Wow, plötzlich spawnt mal da, wo er spawnen soll. Komm, guck nach. Hier wird nicht rumgehangen. Okay, da stehen ja ein paar Pferde im Warzenfeld rum. Komm jetzt. Das schaut richtig aus. Na, Radleck, du stehst so mit einer ordentlichen Summe in der Tasche. Aber du knallst nicht nach. Ich habe keine große Wahl mehr. Wer ist es? Das können wir nicht zulassen. Mit wem soll ich... Du bist Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. 2. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Lauverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Ja, lass mich raten. Ich muss dieses Rennen gewinnen. Erstmal wär's Graf Lauverten.
Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. Deloverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Salm. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Kenne ich ja nicht. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Woran wärmt sich der Typ da hinten bitte die Hände? Da brennt nix. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Da, der da Ich habe hinten. in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich Delovertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. 200, lass mich die schon bezahlen. Da muss Rittersporn ohne seine Plakate auskommen. Ich will nur die Plakate. Ja, war klar, dass Ich will nur diese Plakate haben. Sag mir, wo du sie hingetan hast. Dann lasse ich dich zufrieden. Tut mir leid, das geht nicht. Ich verwahre sie zusammen mit Erbstücken, die diesen Barbaren vor meinem Haus den Sabber aus dem Mund laufen lassen würden. Dann geh und hol sie selber. Ich warte hier. Wenn ich da ohne Geld aufkreuze, hauen sie mich zu Brei. Ich muss irgendwie meine Schulden zurückgewinnen. Ja, ich gewinne das Sonst scheiß kann ich Rennen. nach Hause zurück. Ja, ich mach das schon. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Natürlich. Jedenfalls nicht der schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Natürlich. Und es ist natürlich auch Zauberei. Alter, hau... Ey! So, jetzt. Also Vorsprung ausbauen hier. Hau ab. Easy. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gern eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Kehre zu Rittersporn zurück. Ja, das machen wir, aber nicht jetzt. Jetzt da die sagen, machen wir mal was anderes. Jetzt oder nie. Machen wir mal das. Treff dich mit Triss. Und 80 Euro haben wir gekriegt. Oh, da gibt's noch eine Quest. Ein Wunder auf 4 Hufen. Seht nur, wie es dahin rast. Wir werden unsere Anteile an den maritimen Unternehmen Aufrichtige Entschuldigung. Ehrlich? Kein Interesse. Oh, mit der kann ich reden. Hallo. Hallo. Wer Nimmst bist du du? am Rennen teil oder schaust du nur zu? Wer bist du? Ich habe mich noch nicht entschieden. Wer Sprich bist mit du? dem Rennleiter, wenn du mitmachen willst. Du findest ihn da drüben auf dem Podium. Ah, Du reitest nicht übel, wenn auch nicht so gut wie Luke. wer ist Luke? Wie schade. Ich hätte gerne gesehen, wie jemand diesen aufgeblasenen Balk auf die Plätze verweist. Ingrid Wegelrud. Aha, dann ist es das Rennen. Das machen wir auch, aber nicht jetzt. Wir müssen uns mit Triss treffen. Was ist mit unserem Handel mit dem Kaiserreich? Wir werden unsere Anteile an den maritimen Unternehmen verlieren. Wenn ich sowas höre, denke ich immer, dass es Zeit für eine Luftveränderung wäre. Kovir vielleicht. Wir müssen zur Triss. Schauen wir mal, was das Meeting mit der Triss so alles...
Nicht so schnell, Plötze. Okay, mach ich schnell reisen. Ah. Den Weg sind wir ja schon mal geritten. Außer diese Zwergengeschichte gibt es da keine Nebenquests, das haben wir gesehen. Beamen wir uns mal hier hin. Ragnarok. Die Einwohner von Skellige erwarten Ragnarok. Okay, dann damit haben sie den Skellige Glauben eindeutig vor die nordischen abgeschaut. Trissi, ich komme. Dein Herz allerliebster, er kommt zu dir. Ah. Oh. Aua. Gut, das war's. Das war jetzt nicht so schwer. Schau. Ja, da freut sich das kleine Mädchen. Oh Scheiße, ich bin überladen. Scheiße, ich bin überladen. Bin Kriegsveteran. Eine Krone? Weltkarte, wo ist denn der nächste Schmied? Wenn wir schnell Zeug verkaufen, wo der Händler von mir aus. Du, da ist ein Händler. Jetzt bin ich überladen, ich glaube ich bin. Das ewige Feuer mag uns beschützen, aber ein Hexer ist auch ganz praktisch. Das ist ein bisschen blöd, weil ich kann nicht schneller, ich kann jetzt nicht laufen. Ach, der Banker-Typ ist es. Hier wird nicht rumgehangen. Ey, du, ich bin überladen. Du musst mal ein bisschen Zeug abnehmen. Was kann ich für dich tun? Ich brauche einen Kredit. Wie läuft das Geschäft? Ja, toll. Bis zum nächsten Mal. Toll. Der Händler bringt mir nicht vorher. Ja Gott, dann gehen wir zum Schmied. Du der Schmied? Ja, du bist der Schmied. Okay, Schmied, ich hab Zeug. Das, was ich nicht mehr brauche, das kostet Erstklassige Schwerter. Zeig mir deine Waren. Zeig mal, was du anzubieten hast. Eigentlich will ich ihm zeigen, was ich anzubieten habe. Streikholm weg. Brauch ich nicht. Weg damit, weg damit. Brauch ich auch nicht. Weg damit, weg damit. Scheiß Schuhe, brauch ich nicht. Weg, weg. Komm. Brauch ich nicht. Brauch ich das Schwert noch. Brauch ich das Schwert noch. Was hat das? 138, das 171. Weg damit. Brauchen wir nicht. Was hat das? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Disco weg. Disco weg. Disco weg. Das. Was ist das? Stumpfes Schwert. Das kann man jetzt nochmal. Das kann auch weg. Gut, das sind also Armbrust lassen wir jetzt einmal. Das der wir noch weg. Die können auch weg. Der. Und der ich auch. Okay, gut, jetzt haben wir schon wieder um einiges leichter. Bis dann.
So, und jetzt gehen wir zu Triss. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ja, benimm dich, Hexer. Warte mal, habe ich eigentlich was zum Umtausch? Was kann ich für dich tun? Umtauschen. Ich will Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Es gibt auch in der ganzen Stadt keine Gelegenheit. 300 Euro, siehst du das? Hat sich schon rentiert. Mann, dreht mir die Birne. Trinken wir, es wird schon Abend. Trinken wir, es wird schon Mittag. Wachen vor Triss Haus. Nicht oh. gut. Vielleicht hat er gelogen. Er hat gelogen, als ich ihm den ersten Finger abgeschnitten habe. Aber nach dem zweiten werden alle sehr ehrlich. Wie Roter. Mit dem Kuirin. Was geht hier vor? Schimmel in der Stadt. Wir reinigen sie. Was guckst du, als wärst du barfuß in Scheiße getreten? Zieh ab! Oh, da will jemand aufs Maul. Benehmt euch. Benehmen? Sei froh, dass wir dir nicht die Fresse poliert haben, du Köter. Warte, schnapp ihn. Ich erteile ihm eine Lektion. Okay. Ich schaff's! Er hat ihn umgebracht. Das ist ja mein Trissilein in Ruhe, ich sag's euch. Na toll, und jetzt ist das Schwert auch noch hin. Gerade war ich beim Schmied Kruzifix, warum habe ich das Schwert nicht richten lassen? Anderling, nicht wahr? Oder desgleichen findest du wieder. Ja, das ist doch klar. Wache! Schwer ab. Keine Dummheiten. Ich möchte ja nur das Ei sammeln. Gibt's doch noch was zum Ei sammeln? Wo ist denn das? Da ist. Gut, so. Das war jetzt nicht sehr einfach, schwer. Oh Gott, die... Jeder hat's gesehen. Die waren wegen mir hier. Und wegen dir. Oh weh. Ich glaube, da muss ich jetzt gleich ein bisschen was regeln. Bist du verrückt? Willst du uns umbringen? Was Wo denn? ist das Problem? Was? Bringt ein Jäger auf unserer Schwelle um und fragt dann, wo das Problem ist? Verdammter Mutant! Hey! Wir können die Leiche verstecken. Die ganze Straße hat gesehen, was passiert ist. Die Wache wird kommen und uns verhaften. Beruhigt euch. Wir haben euch gefährdet, das stimmt. Aber wir machen es irgendwie wieder gut. Her mit der Halskette. Und dann raus hier. Halskette, Halskette. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Der will mal nicht reagieren. Halt. Ich nehme sie selbst ab. Raus jetzt! Sofort! Es hat sie keine Halskette mehr. Tut mir leid. Ich wusste nicht, ob du willst, dass ich eingreife. Wollte ich nicht. Sie haben sich widerlich benommen, ich weiß. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Sie haben viel riskiert, weil du viel bezahlt hast. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Die Stadt wimmelt von Hexenjägern. Ich weiß. Wir waren fertig und klar zum Ablegen. Aber die Jäger waren schneller. Sie haben alle Tore geschlossen, an jeder Ecke Wachen aufgestellt. Alles in einer Nacht. Dann haben sie die Stadt durchkämmt. Jede Straße, jedes Haus. Sie halten jeden an, der irgendwie verdächtig wirkt. Meist gewöhnliche Leute mit Glücksbringern wie Hasenpfoten oder Hufeisen. Aber manchmal landen sie einen Treffer und nehmen echte Magier fest. Oh nein, wie kann ich helfen? Vergiss die andere, rette dich selbst. Höchste Zeit, dass du deine Magierkollegen vergisst und dich selbst rettest. Würdest du Wesimir im Stich lassen? Eskel? Lambert? Sie zurücklassen, um deine eigene Haut zu retten? Ich verstehe, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber ich kann nicht einfach zusammenpacken und sie alle verlassen. Ich weiß, was die erwartet, die den Jägern in die Hände fallen. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt.
Das könnte problematisch sein. Tut mir leid, Triss, ich kann nicht helfen. Nein, niemals. Wer sind Sie? Fragen wir mal, wer Sie sind. Berthold und Anis? Wer sind Sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildo. Pärchen, die Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Ja, wenn schon wieder Pärchen sind, da kann ja nichts rauskommen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Pärchen ziemlich dick hab? Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine, aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg frei zu machen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Natürlich, Triss, für dich alles. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Natürlich. Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Das muss jetzt ich entscheiden. Wir sollten Anis und Berthold helfen. Riskieren nicht alles wegen 2 Leuten. Also wie gesagt, ich habe Pärchen eigentlich dick wie Sau. Also eigentlich da die am liebsten das nehmen, aber wir sind ja nett. Deswegen... Wir sollten Anis und Berthold helfen. Sie so abzuschreiben, das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Wo ist das Versteck? Nicht weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Wie gesagt, wenn er so schwanzgesteuert ist und nur an seine alte denkt, dann ist das eigentlich sein Problem. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Ach, die Patrouille, die kriegt das gleich auch nicht aufs Maul. Was soll jetzt da? Warten. Ich nehme mal kurz an, das Stahlschwert, das nervt, dass das so... Nehmen wir mal das da. Weiß, wurscht ist. So. Jetzt renn halt nicht so. Nun? 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 Ja, jetzt? Achso. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer aus seiner Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie! Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau, das höre ich mehrmals am Tag. Was ist mit meiner Belobten? Marigold. Und der Hexe. Hatte 2 Scheiterhaufen geplant. Jetzt sind es... Von beiden Seiten! Nein. Berthold. Tut mir leid, aber wir müssen gehen. Ohne ihn habe ich keinen Grund. Geralt, hilf mir. Wenn du bleibst, stirbst du. Wenn du bleibst, stirbst du. Glaub mir. Das hätte er nicht gewollt. Vielleicht. Aber ich möchte es. Ich habe genug vom Verstecken, vom Kämpfen. Ohne ihn ist alles sinnlos. Meine Fresse. Du musst mit uns kommen. Du musst mit uns kommen. Ja. Ich muss. Danke. Ja, ich hab's drauf. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Oh, was hat der? Das Schwert, was ist das für ein Schwert? Halt, Inventar. Nein, nicht Weltkarte, das Inventar. Ich habe ein neues Schwert, das will ich anschauen. 171. Nehmen wir doch das gleich. Da ist auch noch was. Ein Hexjägerschwert.
Ah, mit denen kann ich auch reden. Wie viel bekommst du dafür? Bitte, Herr. Gnade. Wie viel? Ein Büschel Korn? Ein Fass Heringe? Lass ihn. Ich habe ihn überredet, die Wachen zu rufen. Hätten sie sowieso gefunden, dann hätten sie uns alle verbrannt. Das ist keine Entschuldigung. Verschwindet von hier, bevor die Wachen kommen. Keine Ahnung. Machen wir das. Verschwindet von hier, oder ihr werdet trotzdem brennen. Aber wieso denn? Die Wachen werden das als Hinterhalt sehen. Ihr kennt die Strafe dafür. Aber das ist unser Zuhause. Wir können doch nicht... Macht, was ihr wollt. Okay. So wie dazu. Triss, wo bist du? Da bist du. Also bei D... Hast du? Nein, was? Da, was noch zwei! Schnapp sie! Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein, hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Was ist die Honda? Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer... Also bei dem Outfit, das wo die Triss da hat, glaube ich, bringt die Kapuzen auch nicht mehr viel, um unauffällig zu sein. Aber ich bin nicht ganz unschuldig an dem Outfit, weil ich hab's ja eingestellt. Weil du kannst ja alternatives Aussehen für Triss, Yen und Ciri machen. Und das ist halt das alternative Aussehen für Triss. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Triss, sagen wir mal, wo ich hin muss. Geradeaus. Jetzt rechts. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen... Verdammt, sie sind schon hier. Es gibt wieder aufs Maul. Tötet die Hexjäger. Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Deiner Mutter. Komm schon. Gut, das war nicht sonderlich schwer. Hey, ich wollte das aufsammeln. Verdammt, wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin 2 gerettet. Ja, und einen verloren. Er wusste worauf sich alles gut, dass wir hier waren, bevor sie die anderen finden konnten. Ach, keine Ahnung. Ja, mal das. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Kollateralschäden. Nie zu vermeiden. Wer hat was dabei? Wo muss ich denn hier? Hier nicht. Da geht's nicht. Hier lang, Geralt. Eine geheime Geheimtür, die geheim ist. Jetzt müssen wir in die Analysation. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Sei doch nicht immer so negativ. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Ja. Das trügt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und
Ja, ich kenne dich, du hast kein Herz. Auf einmal ein mitleidiges Herz? Interessant. So, machen wir das. So plötzlich ein mitleidiges Herz? Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet, bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Losziehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Ach, Trissilein. Was auch geschieht, ich werde euch verteidigen. Ich werde euch verteidigen. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Genau, Triss. So muss das. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ich schwöre, ich will die Magie sein lassen. Aufhören! Hier lebendig rauskommen. Das kannst und willst du nicht. Viel Glück. Radovid und der Kult sind dagegen. Sie wollen die Magie auslöschen. Finde einen Weg durch die Kanalisation. Ist das jetzt richtig? Na egal, jetzt bin ich falsch. Halt! Da höre ich doch schon wieder Viecher. Verdammt, bist du hässlich. Also mit so einer Bar Softe werden doch da die 30 Magier auch fertig, oder? Da brauchst du doch nicht mehr zu. Was genau soll ich jetzt eigentlich da? Also die Map sagt, ich soll in die andere Richtung. Dann gehe ich halt wieder zurück. Nun? Ja, komm! Pack was! Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Bald. Heute, da gibt's sowas. Ein Eisbärenfell. Keine Ahnung, wie das in die Kanalisation kommt, aber es ist da. Ah. Ich brauche Art. Gibt's da was? Eine Kiste. Nein, das war die falsche Taste. Es war auf! Ja, Kruzifix! Jetzt. Wo ist denn jetzt Triss schon wieder? Jetzt da. Achso, nein, das war das. Ich laufe jetzt einfach mal da weiter. Ja, das ist ja... Wo ist denn jetzt die Triss? Hey, Triss!
Trisselein. Mausi. Okay, wir bloß wieder zurück. Sag mal, ist jetzt die wieder... Ja, jetzt komm, was stehst du jetzt da rum? Fang jetzt ja nicht so zum Rumbacken, oder Triss, ich sag's dir. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen langsamer da. Scheint ist die Dame nicht gerade die schnellste. Nun? Steht's wieder da rum? Kruzifix, Triss jetzt! Das ist die hellste Biste. Hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Mei jetzt. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Sei ja nicht immer getan. Der Weg ist schnurgerade. Nirgends eine Abzweigung. Das werden wir ja gleich sehen. Aber hör mal. Hinter den Wänden höre ich ein Echo. Ich spüre Luft, die durch die Ritzen strömt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Jetzt kommt es. Etwas Bewegung. Eine Bibliothek? Sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Versio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein, es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Ich nehme mal die ganzen Bücher mit. Lesen werde ich sowieso nicht. Weil ganz ehrlich, wenn ich lesen will, dann kaufe ich mir ein Buch und kein Spiel. Aber ich nehme trotzdem die Bücher mit. Einfach weil ich es kann. Oder Triss? Nun? Ich will jetzt nicht mit der Triss reden. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo... Fuck. Machen wir mal ein bisschen Licht. Was soll ich denn jetzt da? Geht's da weiter? Nein, da geht's auch nicht weiter. Das sind nur die scheiß Bücher. Halt da, die Wand schaut instabil aus. Halt, na, brauchen wir. Triss, ich habe einen Ausgang gefunden. So, wie habe ich das? Ich dachte schon, wir wären für immer verloren. Oh. Falsches Schwert. Die Fackel weg. Ja, komm. Mein Gott, wo ist denn jetzt Triss schon wieder? Herrschaft, Zeit, Triss, jetzt geh halt einmal mit da. Wieder noch, wo hol ich noch nachlaufen wie so ein Hund. Stopp. Verdammt. Ganz schön viele. Ganz schön viele was? Egal was es ist, Triss, für dich töte ich es. Auf dem Rotzen. Ja mei, da sind ein paar Rotzen da. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Oh, Alter! Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hacker Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Deine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Alter, wie viel Schaden machen diese Ratten, hey? Ich hab's falsche Schwert. Mein, nimm halt Stahlschwert, du Depp!
Bin jetzt ernsthaft von Ratten getötet worden. Ich bin gerade ernsthaft von Ratten umgebracht worden. Willst du mich verarschen? Anscheinend schon. Getötet von Ratten. Das kommt auf jeden Fall auf meine Top 10 Liste der dümmsten Todesfälle in meinen Videospielen. Ich werde da glaube ich mal wirklich ein extra Video dazu machen. Wo ich mal alles zusammenschneide, meine dümmsten Tode in Videospielen. Hörst du das? Was ist das? Ja, das sind ein Haufen. Meine Spezial... Ganz schön viele. Ja, ganz schön viele. Da kommt Freude auf. Vor allem wie viel Schaden die machen. Ich glaube, da muss ich fast eine andere Rüstung anziehen. Und ziehen wir halt das Arbeitsgewand an, oder? Nehmen wir Armbrust einer dazu. Ja, okay. Das ist jetzt echt nicht cool. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier? Ah, wieso machen die so viel Schaden? Dort wohnt auch Carlo Hacker Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Deine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. So ein bisschen warten, bis er regeneriert hat. Weglaufen soll. Alter, wie viele Ratzen sind die? So wie viel Schaden machen die? Gehen wir auf die Treppen auf da. Kennen die da noch? Ja, natürlich kommen sie mal noch. Trittst du was? Sie fix, wofür bezahle ich dich? Und unzerstörbar sind diese Scheißviecher auch noch. Boah, ich brauch, vielleicht sollte ich lieber Gwen machen. Alter, wie viel Schaden diese Viecher machen. Es sind scheiß Ratten, Mann. Und ich bin wieder vor Ratten umgebracht worden. Alter, was sind das für Drecksviecher, hey? Ich kann da Bomben auf die schmeißen, das kann ich nur probieren. Getötet von Ratten. Wow. Ich käme gegen die größten Monster an, aber sterben tue dann durch Ratten. Top. Genau so mengen wir's. Ich werde da jetzt wohl an diese scheiß Ratten vorbeikommen, oder?
Stunde ist gerade rum, siege gerade, aber ist mir jetzt wurscht, die möchte die Quest fertig machen. Diese geschissenen Ratten! Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität. Verdammt. Ganz schön viele. Ja, ganz schön viele, ganz genau. Aber da haben wir jetzt gleich mal sauber Bomben rein, da. Die Drecksviecher. Bumm! Wow. Ganz toll! Hat er ja super gemacht. Okay, machen wir nochmal. Komm, Rat. Bumm! Wunderbar. Kein Wunder, dass du... Ja, Grütze, fix, wie viel Schaden machen denn die? Was sind denn das für Ratten? Tschernobyl-Ratten oder was? Alter! Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, Spuren Hau ab! zu verschwinden. Geh weg! Ja, Grütze, fix, Alter, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein! Was sind das für Ratten? Sind das Superratten oder was? Oh, ey! Was sind das für Ratten? Was für eine Kacke! Und wir warten wieder. Können wir die Ratten nicht irgendwie umgehen? Jetzt komm, mach hin, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Also The Witcher, das Spiel lädt schon abartig lang. Das ist ein klitzekleiner Wermutstropfen, wirklich das Spiel, also es hat sehr lange Ladezeiten. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt Doch. davon ab, wie viele es sind. Es sind sehr viele. Verdammt! Ganz schön viele. Ja, ich probiere es nochmal mit der Bomben. Ja, super! Die Bombe funktioniert ja prächtig. Wenn wir nochmal das andere Gewand ziehen. Ich werde doch jetzt wohl mit den scheiß Ratten fertig, oder? Das kann doch jetzt wohl nicht sein. Dass ich jetzt da an die Ratten scheitere, dass ich jetzt da an die ein paar Ratzen scheitere. Jetzt kommt Triss. Süße, ich brauche deine Hilfe. Ich bin inkompetent. Ich brauche weibliche Unterstützung. Da bist du wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele... Boah, Alter, das gibt's ja nicht. Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hacker Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, Spuren zu verschwinden. So. Zum Glück habe ich ja Gwen. Jetzt langt's mal aber! Triss, hilf mir! Ich bin zu inkompetent! Schluss jetzt! Alter, nicht einmal Bomben macht denen was! Oh, lauf, 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 lauf! Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Oh, Nichts Gott Schlimmes. sei Dank. Geschafft, Wir Alter. müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Endlich, Alter! Weißt du, was ich jetzt schnell mache? Ich tue das jetzt schnell speichern, dass ich die scheiß Ratten nicht nur mehr machen muss. Das war das da.
So, ne, ist nicht mehr. Nicht, dass die Rotzen noch machen muss. Kommt das wieder. Ich höre schon wieder Viecher. Ja. Ein paar ersoffene, mit denen wären wir fertig. Damit solche Viecher wären wir fertig, aber sobald Ratten kommen, da... Da, die Viecher, kein Problem, aber sobald Ratten da sind, da scheitert's. Marin, Triss. Triss, komm schon, Beifuß. Sei ein braves Zauberleinchen, Zauberin, Line. Scheiße. Wo muss ich hin? Da geht's weiter. Geht's da weiter? Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Triss, hilf mir. Wo soll ich hin? Ja, mal da lang. Irgendwie hat Triss keinen Bock mehr. Halt, da. Finde einen Weg. Da. Bin ich jetzt so richtig? Ja, jetzt einfach mal da. Das ist eine Sackgasse. Ja. Ah, aber sie darf man noch. Nein, es ist keine Sackgasse, da geht's weiter. Bin ich jetzt da richtig? Keine Ahnung. Ich hoffe es jetzt einfach einmal. Da geht's nicht weiter, da geht's weiter. Kommt Triss? Triss, kommst du? Sie kommt. Sie kommt heftig. Ja, jetzt. Ein Katakan. Vampir, nimm dich von deinem Böse nach. Oh Gott, bin schon wieder so ein Vieh regeneriert. Geht her! Jetzt noch zu regenerieren! Stirb! Ist in der Kanalisation immer so viel los? Mhm, zum Glück. Zum Glück? Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. So, ja. Ertrunkene Vampire, alles kein Problem. Aber Ratten, Alter. Ratten sind das Todesurteil für den Geralt. Wo muss ich jetzt hin? Geht's da weiter? Da geht's wahrscheinlich weiter. Dann komme ich jetzt da mal raus. Möwen, hörst du? Wir haben's geschafft. Natürlich haben wir es geschafft. Komm, wir müssen das Schiff Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen? Oder Blumen oder Bonbons besorgen? Was zum Teufel meinst du damit? Misch dich nicht ein. Moment, das erste. Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Okay, es wird doch noch nicht romantisch hier gemacht. Das kommt nicht der romantische Zeit. Jetzt muss ich erstmal diese Idioten. Nimmst du mal bitte das Schwert? Okay. Ach so, na, ist ja meine. Ist ja nur die eine. Ja, da.
Jawohl, keine Arme, keine Kekse. Haben wir es jetzt? Ja, jetzt haben wir es. Gut. Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Nein! Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Okay, leb wohl, Triss. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Frau Marigold, wir müssen los. Nein! Bitte. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Ich liebe dich. Lass es noch einmal versuchen. Ich liebe dich. Boom! Ich liebe dich. Frau Marigold, wir legen ab. Nein! Ach komm! Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Klar, warum nicht? Los, erzähl schon. Mach doch nichts. Wie du weißt, schlug mein Herz für Philippa Eilhart, als wir beide Redanien gedient haben. Eines Tages parfümierte ich mich wie eine Hure mit Hitzeballungen, zog einen Nadelstreifenwams an, die sollen einen schmaler aussehen lassen, ging zu ihr und sagte, dass wir viele Gemeinsamkeiten hätten und so weiter. Und weißt du, was sie antwortete? Die Nadelstreifen haben dich nicht schlank genug gemacht? Nein, sie sagte, Geralt, dreh dich um. Ach, lass die Scherze. Nein, ich mein's ernst. Dreh dich um. Triss? Ich dachte... Ich auch. Aber ich habe meine Meinung geändert. Danke, wie gut, dass Frauen ihre Meinung auch mal ändern. Danke. Danke, ich bin überwältigt. Dijkstra, sei mir nicht böse, aber... Ich verschwinde. Bin schon weg. Lass uns gehen. Ich kenne einen Ort, an dem wir die Schiffe beobachten können. Geh voraus. Oh, ist das süß. Schluck trinken wir schnell. Wasser. Sie sind jetzt in Sicherheit, richtig? Ja, mach dir keine Sorgen mehr. Wirklich. Du hast recht. Ich kann nur kaum glauben, dass alles vorbei ist. Ich habe seit Monaten von diesem Augenblick geträumt. Versprichst du mir etwas? Dass du aufhörst, dein Leben für andere zu riskieren? Nein. Nein? Triss, in Novigrad gibt's keinen einzigen Magier mehr. Aber du bist hier. Ich kann mich selbst verteidigen. Gegen Kikimuras, Greifen, Bruxsee. Aber nicht gegen die Jagd. Doch. Du und Ciri, ihr braucht meine Hilfe. Und ich helfe euch. Versteht ihr jetzt, warum ich Triss genommen habe und nicht Yennefer? Weil Yennefer ein arrogantes Mistviech ist und Triss ist so süß. Ach, ich mag sie. Hast du ihn dir so vorgestellt? Nein. Ich dachte, ich wäre mit den anderen auf dem Schiff. Und du wärst an Land und würdest mit einem Taschentuch winken. Hoffentlich bereust du nicht, dass es anders gekommen ist. Nun, Kovir soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Aber du bist mir lieber. Kein Wunder. Auch ich bin um diese Jahreszeit sehr schön. Da hast du recht. Vielleicht kommen wir eines Tages nach, wenn alles vorbei ist.
Wirklich? Kovia? Das scheint am Ende der Welt zu liegen. Könnte ich in Kovia auch als Hexer arbeiten? Keine Ahnung. Nimm das untere. Das würde Bälle und Bankette und viele andere langweilige Dinge bedeuten. Aber auch Bäder, Balsam, Körpermassagen. Zum Ausgleich für die vielen Jahre, die du im Freien übernachtet und in Bergbächen gebadet hast. Klingt verführerisch. Müsste ich denn mein Leben als Hexer aufgeben? Nein. Du würdest von Zeit zu Zeit einen Monstervertrag annehmen, um in Form zu bleiben. Nicht zu Gefährliches, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich warte dann auf dich. Lass mich raten. Mit einem Essen bei Kerzenlicht? Kerzenlicht auf jeden Fall. Und einem Bett. Bisher haben wir weder das eine noch das andere gebraucht. Oh. Okay. Alle, die nicht 18 sind, ausschalten. Seht, sie schicken uns ein Zeichen, eine Nachricht. H-L-A-K-B-R. Hill? Lagbr? Das ergibt keinen Sinn. Das ist dein Code. Was denkst du denn? Das ist ein Code. Danke, Geralt. Für alles. Und was du am Hafen gesagt hast. Ich hätte es schon viel früher sagen sollen. Und was jetzt? Ist noch etwas früh für. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich werde Ciri suchen. Die Zeit dafür wird schon noch kommen. Wir werden unser glückliches Ende finden. Eines Tages. Ja. Irgendwo über Berg und Tal. Wir leben in einer grausamen Welt. Richtig. Pläne lassen sich nur schwer machen. Und noch schwerer ist es, an sie zu glauben, so sehr man es auch will. Gerade eben war deine Stimmung noch anders. Es ging gleich wieder aus. Mach dir keine Sorgen um mich, Geralt. Und bitte sei vorsichtig. Ich muss Ciri finden. Ich bin nah dran. Ich werde sie finden oder jemanden, der weiß, was mit ihr geschehen ist. Wo treffen wir uns? Mir fällt nur ein Ort ein, an dem sowohl Hexer als auch Zauberinnen willkommen sind. Kaer Morhen. Ich war lange nicht mehr dort. Wir sehen uns, Hexer. Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Oh. Ich werde dich auch vermissen. Ach, Triss. Sie ist so süß. Männerduft, beißender Schweiß und Kastanienbalsam gegen Gelenkschmerzen. Dijkstra. Ach, diese Hexersinne. Vor dir kann man auch gar nichts verbergen. Das Gleiche könnte man von dir sagen. Lässt du mich jemals in Ruhe? Eines Tages schon, wenn ich dich nicht mehr brauche. Was heckst du nun schon wieder aus? Du schmiedest du Ränke, ist nicht der beste Zeitpunkt, machen wir das erste. Dijkstra, was hackst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt
Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mache mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Art, Art Carré, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Radovid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Radovid umzubringen. Ich bringe keine Könige um, du machst dir um die Magier der Welt große Sorgen. Du machst dir um die Magier der Welt so große Sorgen? Das soll ich dir glauben? Ja, aber nicht, weil ich Mitleid habe oder es mir das Herz bricht. Das ist richtig. Für mich weist die systematische Verfolgung auf ein viel größeres Problem hin. Ein Verrückter herrscht über Redanien. Ich habe Wisimir gedient, Radovids Vater. Ich war über 2 Jahrzehnte lang der Kopf seines Geheimdienstes. Zusammen haben wir Redanien verändert, es zum mächtigsten Königreich des Nordens gemacht. Weißt du, warum es so mächtig war? Wegen seiner Armeen, denke ich. Und du hättest verloren, du Idiot. Massenmobilisierung, aufgestachelte Bauern mit ihren Sicheln als Waffen. Was soll das für eine Herausforderung sein? Es ist viel schwieriger, einen starken Staat mit gesundem Handel, Handwerk, soliden Bündnissen, fortschrittlicher Wissenschaft und unabhängiger Gerichte aufzubauen, die gerechte Urteile sprechen. Wisimir und mir ist es gelungen, durch Jahre harter Arbeit. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieser kleine Scheißkerl alles zerstört. Radovid der Strenge, dass ich nicht lache. Ja, Radovid der Gedankenlose. Hilfst du mir, Geralt? Na, logisch. Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral. Deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen. Verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Natürlich machen wir das. Oh, beide Schwerter sind kaputt. Das ist nicht gut. Erstmal Inventar. Ich tausche kurz meine Schwerter aus. Nehmen wir, keine Ahnung, nehmen wir das Schwert und das da. Mag das nicht mehr, weil ich mag keine kaputten Waffen. Das tut mir leid. Ich habe nicht einmal Schuhe. Also Schuhe brauche ich schon. Das geht einmal gar nicht. Gut. Der zarte Hauch des Bösen. Nein, ich will das Ding nicht machen. Was machen wir denn? Keine Ahnung, das hässliche Entlein, hilft ihr der Verstörung, findet die Quelle der bla bla bla. Machen wir Nebenquest, ein tödlicher Plan. Die schwarze Perle, Liebling der Götter, was ist Liebling der Götter? Was? Das da, aber das machen wir nächstes Mal. Für heute machen wir Feierabend. Wird der nochmal sauber speichern? Jetzt oder nie? Bitte einmal speichern. Danke. Dann gehen wir zurück zum Hauptmenü. Wie immer. Okay. Gut, dann da ich sagen, ich bedanke mich wie immer bei denen Leuten für die da waren fürs Zuschauen, bei denen Leuten, die das vielleicht irgendwann einmal sagen fürs Zuschauen.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen geht's weiter. Oder, na, morgen wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Morgen werde ich wahrscheinlich wirklich keine Zeit haben. Ich weiß noch nicht gewiss, aber eher, sagen wir mit 70%iger Wahrscheinlichkeit wird morgen kein Stream kommen. Übermorgen wird es dann weitergehen mit Jedi Fallen Order. Ich wünsche noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Servus.